Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, heute wieder zu predigen. Wo ich vor über 25 Jahren zum Glauben gekommen bin und das erste Mal die Bibel durchgelesen habe, wirklich so von Anfang bis Ende, ist mir unter anderem eine Sache aufgefallen. Und zwar, der Johannes schreibt komisch. Schon nur der erste Satz ist im Evangelium: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Hä? Und später dann im Johannes-Evangelium sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock. Wie bitte? Also so als Erstleser kommst du da einfach nicht raus. Und später, wo ich dann in die Offenbarung gelangt bin, die ist ja auch von Johannes geschrieben, bin auf den Satz gestoßen: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und ich weiss noch genau, wenn ich mich dort wirklich gefreut habe, dass Jesus am Schluss eine Frau wird finden zum Heiraten. Okay, gewisse Sachen habe ich dann später angefangen zu verstehen. Andere sind mir bis heute noch rätselhaft geblieben. Und das hat damit zu tun, dass der Johannes als Jude für ein jüdisches Publikum geschrieben hat. Er braucht Metaphern, er beschreibt sehr bildhaft und gewisse Sachen versteht man vor allem, wenn man die jüdische Kultur oder das jüdische Leben aus der damaligen Zeit kennt. Sonst bleibt vieles so ein bisschen im Dunkeln verborgen. Und so möchte ich euch heute Morgen mitnehmen auf eine Reise, die beim Laubhüttenfest anfängt, über das lebendige Wasser geht und bei Jesus Rückkehr endet. Also wir gehen einmal quer durch die Bibel durch. Es wird geballt, es wird sehr kompakt und um ein bisschen einen Überblick zu behalten, will ich die wichtigsten Begriffe auf dem Flip festhalten. Mal ein bisschen einen Rahmen setzen. Genau. Und wir fangen an mit Sukkot, weil das ist das Wort oder das Originalwort vom Laubhüttenfest. So heisst Laubhüttenfest im Original und Gott gibt Anweisungen, wie das Volk Israel das Fest soll feiern. 3. Mose 23. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn 7 Tage lang. Und ich finde es ganz faszinierend, dass Gott Festanweisungen gibt. Ihm ist es wichtig, dass man das Fest auch richtig feiern. Nicht einfach irgendwie, sondern genau richtig. Und wenn man den Text liest, ist das so ein bisschen wie wenn man eine Einladung bekommt für ein Fest, wo so die Eckdaten drauf stehen. Was ist es? Laubhüttenfest für den Herrn. Wenn? Am 15. Tag des 7. Monats. Und bis wann geht das? 7 Tage lang. Und nachher geht es noch mit dem Mikrofon. Und nachher folgt ein kurzer Beschreib vom Fest. Ab Vers 35. Am ersten Tage soll eine heilige Versammlung sein. Keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Also nicht arbeiten, das ist schon mal gut. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung, keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Da fügt Gott der Einladung noch einen weiteren Punkt an, nämlich mitzubringen. Was sollst du mitnehmen? Feueropfer. Sachen, die du Gott im Feuer opfern sollst. Ein paar Verse weiter wird er wieder spezifischer. Vers 40. Ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedeln und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen. Anhand der Bilder auf der nächsten Folie sehen wir, das Fest wird heute noch gefeiert. Links haben wir die sogenannten Lulav, Früchte von schönen Bäumen, nicht von irgendwelchen, sondern von schönen Bäumen, mit Palmwedeln und Zweigen. Und rechts haben wir Laubhütten. Und jetzt ganz wichtig, warum soll man das Fest feiern? Was ist denn der Grund? Und der erklärt er im Vers 43. Dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Warum das Fest feiern? Um sich zu erinnern, um die Geschichte, das Erlebnis, das sie mit Gott hatten, um das lebendig zu halten, um ihn ehren, was er gemacht hat. Und was genau hat er denn gemacht? Er hat sie gerettet aus der Sklaverei.
Sklaverei. Das ist der Grund. Darum sollen sie 7 Tage lang nicht arbeiten, sondern feiern. Um dich daran zu erinnern, er hat sie aus der Sklaverei gerettet. Die Laubhütten symbolisieren die spärlichen und improvisierten Unterkünfte, die sie hatten, wo sie ausgezogen sind aus Ägypten. Und heute werden die Anweisungen immer noch umgesetzt. Der Tradition nach isst, lebt und schlaft man während einem 7-tägigen Sukkot in so einer Laubhütte. Und wichtig ist aber, dass die so ein bisschen seitlich oder vor allem nach oben offen ist und dass man die Sterne sieht. Warum muss man die Sterne sehen? Warum ist das echt wichtig? Auch das, um sich daran zu erinnern, dass das Volk 40 Jahre lang wortwörtlich obdachlos war. Sie kein fixes Dach über dem Kopf hatten. Laubhüttenfest. Sukkot, ein fester Anker im Jahr, um sich zu besinnen und ganz bewusst vor Gott zu kommen. Die Anweisungen hat Gott gegeben, was das Volk erst gerade aus Ägypten geflüchtet ist. Das Wunder von der Teilung vom Roten Meer ist gerade erst passiert. Israel hätte dort ja noch durch können, aber ihre Verfolger, die Ägypter und der Pharao, also die gegen Gott sind, die haben es nicht mehr geschafft. Die sind dort vertrunken. Die gegen Gott sind, für die ist das Wunder nicht gewesen, oder beziehungsweise negativ gekommen. Und welches Element hat Gott gebraucht, um das Wunder vollbringen? Wasser. Wasser ist es gewesen. Das Wasser ist über die Köpfe der Verfolger zusammengeschlagen und alle sind vertrunken. Und kurz darauf ist die Begegnung von Mose am Berg Sinai. Gott gibt ihm die 10 Gebote, Gott gibt ihm das Gesetz und unter anderem genau die Festanweisungen, dass sie das Fest so feiern sollen. Heute wird das Fest auch genutzt, um sich mit den Israeliten von damals zu identifizieren, aber auch, um sich für eine Zeit lang einem Wohlstand zu entsagen, sich lösen aus der Sklaverei vom Luxus, sich erinnern, dass es Gott ist und nicht der Wohlstand, der uns Sicherheit, Freude und Sinnhaftigkeit in unserem Leben gibt. Er ist der versorgt. Wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie es weitergegangen ist. Das Volk kommt das gelobte Land, schaut rein und findet, ist ein bisschen zu gefährlich. Und wir kehren um, bleiben für 40 Jahre in der Wüste, kommen dann wieder an die Grenze, finden, okay, ich glaube, das können wir es schaffen. Und der Mose erzählt noch einmal alles, was war. Er erzählt einmal die ganze Geschichte, wie sie Gebote bekommen haben, wie sie ausgezogen sind. Das ganze Gesetz wiederholt er noch einmal. Und da auch wieder die Festanweisungen. Und er bringt aber ein bisschen mehr Details rein. 5. Mose 16. Das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage, wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne und von deiner Kelter. Wenn du eingesammelt hast. Das bedeutet nach deiner Ernte. Es bleibt nicht nur ein Erinnerungsfest, sondern es wird auch gleichzeitig ein Erntedankfest. Der Sinn von dem Fest wird erweitert, nicht ersetzt, aber kommt eine zusätzliche Facette über. Es geht auch um Erntedank. Und ganz spannend ist, zu dem Zeitpunkt ist Israel ein Nomadenvolk. Als Nomaden tust du weder säen noch ernten und schon gar nicht in der Wüste. Aber Gott hat gewusst, dass sich das bald wird ändern und gibt jetzt bewusst schon Anweisung für das Erntedankfest. Vers 14. Und du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt sind. Du sollst fröhlich sein. Eine spezielle Anweisung. Kann ich bewusst fröhlich sein? Kann ich mich entscheiden, zum fröhlich zu sein? Gemäss dem Text eigentlich schon. Müsste das funktionieren. Aber noch viel wichtiger, alle sollen dabei sein. Es werden sogar die sozial Schwachgestellten und ausgrenzten Bevölkerungsteile mit einbezogen. Leute ohne Land können nachher auch nichts säen und ernten. Und darum könnten sie auch keine Fürgabe mitbringen. Und doch sollen sie dabei sein. Weil, wenn sie grundsätzlich alle gute Ernte haben, haben alle genug zu essen. Und darum sollen auch alle
aus dem dann die Dankbarkeit können verspüren und aus der Dankbarkeit kommt dann automatisch die befohlene Fröhlichkeit. Du sollst fröhlich sein. Vers 15. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Also es wird irgendwann mal einen bestimmten Ort geben, wo das Fest stattfinden soll. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. Merkt man, dass da eine riesige Verheißung ist? Wird dich segnen in deiner ganzen Ernte. Das Laubhüttenfest schließt eigentlich den Erntezyklus ab. Also wir sind dankbar für was wir ernten können. Aber gleichzeitig ist es eine Verheißung für die Zukunft. Weil gerade nach dem Erntedankfest fängt in Israel die Regenzeit an. Und es ist wichtig, dass sie gerade am Anfang genug Regen haben für die nächste Ernte. Wasser bedeutet, Essen zu haben. Das Laubhüttenfest steht also für Ernte und für Wasser. Und gleichzeitig aber auch als Erinnerungsanker für 40 Jahre Wüstenzeit mit Teilung vom Roten Meer. Und durch das Rettung aus der Sklaverei. Es steht auch für Versorgung mit Manna für jeden Tag, für Schutz vor Gottes Gegner, den Ägypter, denen, die gegen Gott sind. Wasser aus dem Felsen, um den Durst zu stillen und die Führung von Gott am Tag durch die Wolken und in der Nacht durch Feuersäulen. Feiert und sind fröhlich. Für das, für all diese Sachen steht Sukkot, für all diese Sachen steht das Laubhüttenfest. Ein paar Jahrhunderte später weiht der Salomo den Tempel in Jerusalem ein. Und wann macht er das? 2. Chronik 5. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat ist, zur Zeit vom Laubhüttenfest. Und jetzt passiert etwas, wo dem Laubhüttenfest nochmal eine zusätzliche Dimension, eine zusätzliche Bedeutung hinzufügt, im 2. Chronik 7. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn füllte. Als würde Gott sagen, Laubhüttenfest, gleich Erntedank, aber die grösste Ernte, die ihr als Volk reinholen könnt, ist, wenn ich zu euch komme und mich mitten unter euch niederlasse. Und weil Gottes Einzug in den ersten Tempel während dem Laubhüttenfest stattgefunden hat, assoziieren die Israeliten zu der Zeit von Jesus das Laubhüttenfest auch mit der Rückkehr von Gottes Herrlichkeit. Der Rückkehr von Gottes Herrlichkeit. Sehen Sie weiter runter, dass ich komme, umso grüsiger wird die Schrift, so unnäserlicher. Ich hoffe, es geht gleich noch. So, das war jetzt die Einleitung. Es sind sehr viele Informationen, es ist sehr dicht, aber jetzt wird es erst richtig spannend. Jetzt kommen wir ins Neue Testament hinein. Zu dem Zeitpunkt wird das Laubhüttenfest mit all diesen Aspekten in Zusammenhang gebracht. Also wenn du ein Israelit bist, so ums Jahr 0 bis 30 und das Laubhüttenfest steht da und du sagst, oh cool, 7 Tage nicht arbeiten, dann hast du aber innerlich all die Gedanken, die dir kommen. Wieso feiern wir ein Laubhüttenfest? Das ist wegen dem, Rettung aus der Sklaverei, wir sind obdachlos etc. Das sind die Themen, die dir automatisch in den Sinn kommen. Und als jüdischer Rabbi hat Jesus die regelmäßigen Feste auch gefeiert. Und wir lesen im Johannes Kapitel 7, Johannes 7, das ist eben der komisch schreibt, spezifisch von seinem letzten Laubhüttenfest, von seinem letzten Sukkot. Vers 1. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihn die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden.
Es wird langsam gefährlich für Jesus, in dem Zeitabschnitt, wo er drin war. Er polarisiert enorm, viele fühlen sich auf seiner Lehre auf den Schlips treten und darum weist er auch seine Jünger an, im Vers 8. Geht ihr hinauf zum Fest? Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte er und blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht offen, sondern heimlich. Also das ist das Setting, wo wir drinnen stehen. Sie gehen getrennt. Warum? Weil sein Leben in Gefahr ist. Und vermutlich, wenn er mit Kollegen auftaucht, dann auch das von seinen Freunden, von seinen Jüngern, von denen, die ihm nachfolgen. Und darum geht er zum Schutz von innen alleine. Und er geht heimlich, aber es bleibt nicht lang heimlich, weil er hat einen öffentlichen Auftritt, im Vers 14. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und wie er gelehrt hat. Er legt in den folgenden Versen die Wahrheit knallhart auf den Tisch. Er legt das Gesetz auf eine frische und unkonventionelle Art aus und sagt, dass die Lehre von Gott selber stammt. Und dann spricht er an, dass sein Leben nicht mehr sicher ist, dass man versucht, ihn zu töten und die Stimmung fährt an zu brodeln. Übrigens, hinauf in den Tempel. Wir erinnern uns, die Stätte, die der Herr erwählen wird, wo das Fest soll stattfinden. Der Herr hat gewählt. Und Jesus verlässt das Fest für diesen Tag, aber er kommt dann nachher wieder. Vers 37. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief. Und wieso ist das wichtig, dass es am letzten Tag ist, das, was er jetzt ruft? Und um das zu verstehen, ist wichtig zu wissen, es haben sich über die Jahrhunderte hinweg Festtraditionen entwickelt, die nicht in der Bibel stehen, die man einfach so macht. Und eines davon war die sogenannte Wasserzeremonie, die gleichzeitig auch der Höhepunkt von dem Fest war. In einem grossen Festumzug ist der Priester zuerst durch die verschiedenen Höfe vom Tempel gegangen, nachher vom Tempelberg oben runter zum Teich Siloa. Und das war nicht so eine ernste, andächtig, seriöse Prozession. Nein, die Anweisung war, ihr sollt fröhlich sein. Das war ein riesiger Festumzug. Wir haben Musik gemacht, die führenden Rabbis und Promis, die waren ganz vorne. Eine Überlieferung sagt, sie haben Kunststücke vollführt, jongliert mit Messern, Fackeln, rohen Eier. Es war festlich. Und im babylonischen Talmud finden wir die Aussage, wer das Freudenfest im Haus des Wasserschöpfens noch nicht miterlebt hat, der hat noch nie in seinem Leben echte Freude miterlebt. Also die haben das umgesetzt mit «Du sollst fröhlich sein». Je nach Übersetzung wird vom Teich oder vom Brunnen Siloa geredet. Und bei sämtlichen Brunnen oder Teichen zu biblischen Zeiten ist es immer wichtig zu unterscheiden, wie ist denn das Wasser in den Brunnen hineingekommen. Das war wichtig für gewisse Reinigungs- und Hygienegeschichten. Ist der Brunnen gefüllt einfach mit Regenwasser? Dann haben sie gesagt, ja nein, aber dann ist es ja einfach, was hat es denn einfach drin? Wasser. Kommt das Wasser aber aus einer eigenen Quelle oder vom Grundwasser her, dann hat man geredet von lebendigem Wasser. Das ist ein Ausdruck, den wir sicher auch schon mal gehört haben. Lebendiges Wasser. Also der Priester geht voraus, hinter ihm der ganze Festumzug, geht zu dem Brunnen Siloa, oder wie man es auch immer ausspricht genau, und er schöpft mit 2 goldigen Krügen lebendiges Wasser aus dem Teich. Und er geht wieder zum Tempel rauf. Nachher geht er zum Altar, läuft einisch um den Altar herum und in dieser Zeit rufen alle zu Gott Hosianna. Gott, hilf! Gott, rette uns! Hosianna! Und dann gießt der Priester das lebendige Wasser mit einem Krug Wein gleichzeitig über den Altar. Und in diesem Akt hat es ganz, ganz viel Symbolik. Es ist ein Gebet für zukünftiges, lebendiges Wasser in Form vom Regen für die nächste Ernte, aber auch für die Rückkehr von Gottes Herrlichkeit, wo ihnen am jüngsten Tag sein persönliches, lebendiges Wasser für die Menschen schicken würde. Es ist eine Ankündigung
vom Tag des Herrn, wie es im Buch Zacharia beschrieben ist. Und die Prozession, die ist an jedem Tag, ist das so durchgeführt worden. Aber am letzten Tag ist der Priester 7-mal um den Altar herumgelaufen. Und die Leute haben nicht einfach Hosianna gerufen, sondern das Hosanna Rabba, das grosse Hosianna. Und für das haben sie den Altar extra mit Zweigen vom Weidenbaum geschmückt und Palmzweigen am Boden gelegt. Und auch da kann man voneinander sehen, Palmzweige am Boden, Hosianna. Und auch das ist wieder die zweifache Bedeutung. Die Bitte um Regen und Segen für jetzt und der Ausblick auf den Tag am Ende der Zeit, wo Gott in Form vom Messias wird zurückkommen, um sein Volk ein für alle Mal zu retten. Dazumal, wie auch heute noch, gibt es Juden, die die Ankunft vom Messias am Laubhüttenfest erwarten. Das ist also der letzte Tag vom Fest. Jesus kommt und ruft, wenn das grosse Hosianna ist am Laufen. Wenn er nicht ruft, dann hört man ihn nicht, weil es ist laut. Vers 37. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Was sagt er genau? Er sagt, Wasser. Ihr möchtet lebendiges Wasser. Ihr ruft Hosianna, Gott hilf. Ihr wartet auf die Rückkehr von Gottes Herrlichkeit. Ihr wartet auf den Messias. Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus sagt, ich bin die Rettung, ich bin das lebendige Wasser. Ich bin der Messias und ich bin die Rückkehr von Gottes Herrlichkeit. Ich bin die Rettung. Was für eine Aussage. Er sagt, ich bin der, wo ihr darauf wartet. Ich bin der Messias. In dem Moment, wo es alles um den Messias geht, tut er sich offenbaren. Und was jetzt folgt, ist ein unspektakulärer Kapitelwechsel zu Johannes 8. Jesus aber ging zum Ölberg. Und wenn Jesus auf den Berg geht, ist das in der Regel zum Alleinsein, um in der Gegenwart von seinem Vater Batterien wieder aufladen können. Und das braucht er auch, weil es wird nicht einfacher für ihn. Vers 2. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel. Also er geht zurück zum Ort des Geschehens. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die noch dort sind, die denken, gestern hast du dich als Messias geoutet. Mal schauen, wie du denn auf das reagierst. Und sie bringen eine Frau zu ihm, die es beim Ehebruch verwünscht haben. Und sie sagen, das Gesetz sagt steinigen. Was sagst du? Vers 6. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und ich denke, die meisten von Ihnen, die kennen die Geschichte, die wissen, wie sie weitergeht. Die Leute lassen Steine fallen, laufen weg. Und ich habe für mich immer so gedacht, was Jesus da sagt, ist ja schon gut. Aber es muss doch sicher einer dabei haben, der gedacht hat, ja, ich habe ja schon Sünde. Aber da ist das Gesetz eindeutig. Gesetz ist Gesetz, ich schmeiße den ersten Stein. Also eine Aussage von Jesus und alle gehen. Come on, das ist für mich schwierig zum Glauben. Aber vielleicht ist die Frage nicht so fest, was er gesagt hat, sondern was er gemacht hat. Und was er gemacht hat, ist auf der Erde geschrieben. Und jetzt sind wir am ersten Tag nach dem Laubhüttenfest. Und an diesem Fest werden viele Passagen aus dem Alten Testament vorgelesen. Unter anderem auch aus Jeremia 17. Und dort steht: Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden, und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Einen Tag vorher
hat Jesus sich auf dem Höhepunkt vom Fest als Messias, als Retter, als Quelle vom lebendigen Wasser, als Hoffnung von Israel geoutet. Wenn er es wirklich ist es sich gegen ihn stellen, gleichwertig wie ihn verlassen. Alle, die dich verlassen, alle, die sich gegen den Messias und seine Weisungen stellen, sind Abtrünnige, sind Menschen, die gegen Gott sind. Alle, die dich verlassen, die Abtrünnigen, müssten auf die Erde geschrieben werden. Und ich glaube, darum hat selbst der vorher gedacht hat, ja, aber da ist jetzt Gesetz eindeutig, seinen Stein fallen lassen. Er hat nicht wollen, dass Jesus, falls er wirklich der Messias ist, seinen Namen auf die Erde schreibt und ihn somit als Abtrünnigen markiert. Eine weitere Tradition am Laubhüttenfest sind die grossen Leuchter gewesen. Im äußeren Hof vom Tempel hat es auf 4 hohe goldige Säulen Becken für Öl gehabt. Und wieder im babylonischen Talmud findet man beschrieben, als sie entzündet wurden, leuchteten sie so hell, dass es in ganz Jerusalem keine Straße und keinen Hof gab, der nicht im Licht dieser Leuchter erstrahlte. Wahnsinn, das muss enorm beeindruckend gewesen sein. Ein Licht, wo in der Nacht ganz Jerusalem erhellt. Eine Erinnerung daran, dass Gott in Form von einer Feuersäule in der Nacht das Volk rausgeführt hat aus Ägypten. Eine Erinnerung daran, dass Gott versprochen hat, sein Licht in die Dunkelheit der Welt zu schicken. Und was macht Jesus mit dem? Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Nachdem sie 6 Nächte lang gesehen haben, wie Licht ihre persönliche Welt, Jerusalem, die Nacht von Jerusalem erhellen tut, sagt Jesus so etwas. Nachdem sie 6 Nächte lang ein Bild vor Augen gehabt haben, wie denn Licht Finsternis durchbrechen tut, sagt Jesus: Ich bin das echte Licht, das deine Dunkelheit erhellen kann. Und ein bisschen später verlässt er den Tempel und fügt seinen Worten Taten hinzu, indem er einen Blinden heilt. Wortwörtlich jemanden aus der Dunkelheit ins Licht hineinführt. Und wie macht er das? Johannes 9. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also er wiederholt seinen Messias-Anspruch. Und als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa und wasche dich. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder zum Teich Siloa, der mit dem lebendigen Wasser. Jesus heilt ihn, er selber ist lebendige Wasser und sagt: Geh dich waschen im Brunnen mit dem lebendigen Wasser. Es hängt alles miteinander zusammen. Ich finde das so faszinierend. So unglaublich faszinierend. Wenn wir uns nach Gott ausstrecken und Hosianna rufen, Gott hilf, erleben wir Jesus als Messias, als lebendiges Wasser. Er ist die Rückkehr von Gottes Herrlichkeit. Er rettet uns aus der Sklaverei von unseren Sünden und führt uns wie eine Feuersäule in der Nacht. Weil er ist das Licht der Welt. Er schützt uns von der Macht von denen, die gegen Gott sind. Und wir können zurückschauen und fröhlich sein für die Ernte und für unser Segen, das wir in unserem Leben schon haben dürfen erfahren. Und gleichzeitig sollen wir nicht vergessen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Wir sind auf dem Planet quasi obdachlos, weil unsere Heimat liegt in der Zukunft. Wenn Gottes Herrlichkeit in Form von Jesus Wiederkehr stattfindet. Und das ist die Botschaft vom Laubhüttenfest für uns heute. Und wer hätte geahnt, dass nur eine kurze Zeit später das personifizierte Hosianna, die Hilfe von Gott, hilflos am Kreuz stirbt?
dass der das lebendige Wasser anbietet, schreit, ich dürste. Dass der, der Sünden vergibt, dass ihm keine Gnade erwiesen wird. Und dass der das Licht von der Welt ist, von der Dunkelheit umhüllt wird. So traurig und gleichzeitig so elementar wichtig, weil ohne seinen Tod am Kreuz wäre alles nichts. Und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Jetzt habe ich fast eine halbe Stunde lang eine ausführliche Herleitung gemacht und hoffe, dass sie dich genauso fasziniert wie mich. Aber die Frage bleibt, was machen wir jetzt damit? Was können wir jetzt umsetzen? Also ein Punkt ist, wir haben noch ein Wort. Sterne. Wir haben gelernt, dass Laubhütten nach oben hin offen sein müssen, damit wir in der Nacht die Sterne sehen können und dass wir uns daran erinnern können, dass das Volk Israel obdachlos war und dass auch wir obdachlos sind. Jetzt ist der Punkt, wir können nicht so Laubhütten anfangen in der Schweiz zu bauen. Das passt irgendwie nicht in unsere Kultur, das gäbe ein paar komische Blicke. Und trotzdem ist es aber wichtig, dass wir uns auf unsere Obdachlosigkeit besinnen, weil unsere Heimat ist im Himmel. Und was wir machen können, ist, dass wenn wir ins Bett gehen, einen Blick in den Sternenhimmel aufwerfen und erwartungsvoll auf die Rückkehr von Jesus hoffen. Und wieso der Sternenhimmel? Weil er von dort zurückkommen wird. Offenbarung 19. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war und sein Name ist das Wort Gottes. Und wir wüssten, das Wort wurde lebendig. Eines Tages wird der Himmel aufgehen und Jesus wird zurückkommen. Und auch für das steht Sukkot. Auch für das steht das Laubhüttenfest. Und für das soll für dich und mich zukünftig der Sternenhimmel stehen. Und für den Fall, dass es einmal bewölkt ist und man keine Sterne sieht, habe ich euch Sterne mitgebracht. Gebt das gerne um, dürft alle einen Stern rausnehmen und den irgendwo an einen guten Ort anhängen. Und soll euch wirklich, wenn ihr ihn seht, als Mahnmal, als Hoffnung dienen. Und immer wenn ihr ihn seht, dass ihr euch daran erinnert, Jesus kommt zurück. Und er errichtet ein Reich, oder sein Reich, einen Ort, wo es keine Schmerzen, keine Tränen und kein Leid mehr wird geben. Unsere wirkliche Heimat ist im Himmel. Und auf diesen Ort freue ich mich. Und einen habe ich noch. Wir haben zwar kein Wort mehr drauf, aber wir haben einen roten Rahmen oder einen roten Faden. Und für mich ist das Laubhüttenfest. Muss ich es draussen gehen? Gut, draussen behalten. Für mich ist das Laubhüttenfest einer von diesen roten Fäden, der quer durch die Bibel durchgeht. Ich finde es schön, wie ein roter Faden, wie es meistens im Alten Testament aufgebaut wird. Jesus ist die Erfüllung davon und bei seiner Rückkehr wird es zur Vollendung bringen. Und jetzt habe ich auch noch einen roten Faden für euch mitgenommen. Rotes Vollknäuel. Ihr dürft euch auch hier ein Stückchen abschneiden. Aber Achtung, der kommt mit der Hausaufgabe. Und zwar ist es das so, dass ihr in einer ruhigen Minute mal den roten Faden anlegen könnt und einen Block nebendran anlegen. Und dann überlegen, was sind so rote Fäden, die in deinem Leben sind. Gibt es Themen, die immer wieder vorkommen? Gibt es etwas, was sich wie einen roten Faden durch dein Leben führt? Ein guter Freund von mir, wo ich ihm das erzählt habe, hat gesagt, ja, bei ihm wäre das Thema Heimatlosigkeit. Er ist in der Schweiz und im Ausland aufgewachsen und er zügelt im Schnitt alle 3 bis 5 Jahre berufsbedingt. Und er würde gerne einfach mal ankommen. Aber es ist noch nicht der Zeitpunkt. Und das ist so ein roter Faden in seinem Leben, wo er sich einerseits arrangiert hat und andererseits belangt er gleich drauf, nach Heimat. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er Heimat finden. Du kannst aber auch sämtliche Bibelverse nehmen, die du jemals gezogen hast, deinen Taufvers, deinen Bekehrungsvers, Verse, die man dir gegeben hat, die man dir zugesprochen hat, Verse, die dir wichtig geworden sind in deinem Leben. Und leg sie nebeneinander an und schaust, gibt es ein Thema, das so ein bisschen da durchführt. Und wenn du so einen roten Faden findest in deinem Leben, dann nimm ihn mit ins Gebet und diskutiere mit Gott. Und sag ihm, dass du dich freust auf seine Wiederkehr, weil dann der rote Faden zur Vollendung wird kommen. Und das wird mega gut.
Sukkot, Laubhüttenfest, hat mit Sternen zu tun. Wir sollen uns daran erinnern, dass unser wirkliches Zuhause im Himmel ist. Und es ist ein roter Faden durch die Bibel, der mit der Rückkehr von Jesus seine Vollendung wird finden, beziehungsweise mit unserem Eintritt in den Himmel. Und es gibt Tage, wenn ich den Zustand der heutigen Welt anschaue, hey, dann freue ich mich auf den Himmel. Ein Ort, wo alles zur Vollendung kommt. Ein Ort, wo ein Gefühl von Heimat, von absoluter Annahme herrscht und wo es keinen Schmerz mehr gibt, wo es einfach gut ist. Und mit dieser Hoffnung beende ich meine Predigt. Amen. So, und jetzt zum Schluss darf uns der Gabe noch den Segen sprechen, bevor wir dann einsteigen ins letzte Lied. Wer kann und möge, soll aufstehen. Danke. Mögst du einen Blick für Sterne bekommen und daran erinnert werden, dass deine Heimat, dein wirkliche Zuhause im Himmel ist. Mögst du rote Fäden in der Bibel entdecken und dich daran erfreuen, aber mögst du viel mehr deinen roten Faden in deinem Leben sehen und den Jesus anvertrauen. Und mögst du, und möge Jesus, das lebendige Wasser, der Messias, die Feuersäule und das Licht von dieser Welt, das Hosianna in Person und die Rückkehr von Gottes Herrlichkeit, möge er dich begleiten, heute und jeden Tag. Amen. Hey, das letzte